Morgen, ihr Lieben. Wie gerade gehört, wir kommen zum Ende von unserer Serie The Last Kingdom, das Leben von dem sehr interessanten König David. Nächste Woche wird hier der Detlef Kühlein sein. Detlef Kühlein, wer kennt ihn, den Erfinder von der Bibelwerkstatt? Er wird so quasi wirklich den Abschluss machen über einen speziellen Text noch und freut euch drauf. Es ist eine geniale Gelegenheit, auch Leute mit einzuladen. Detlef ist wirklich ein grandioser Prediger und ein sehr guter Bibellehrer und hat eine tolle Arbeit mit der Bibelwerkstatt aufgebaut. Und dann wird definitiv das Ende von der Serie sein. Heute, wie schon angetönt, es geht um das Ende vom König David, von seiner Königsherrschaft, es geht um seine Nachfolge. Wer wird der nächste König und warum reden wir über dieses Thema, wer wird Nachfolger vom König David? Warum könnte das überhaupt für uns wichtig sein? Es gibt einen einfachen Grund dafür. Klar, man kann sagen, es steht einfach so in der Bibel, irgendwann kommt es mal dahin und dann ist es ja Schluss mit König David, aber es gibt noch einen zweiten Grund und der ist, im ICF steht auch eine Nachfolgeregelung an. Und das ist ein genialer Moment, über die Nachfolgeregelung zu reden, und zwar die Nachfolgeregelung von mir. Wir haben das in den letzten Monaten immer wieder mal in unserer Leaders Night, im Leaders Tag hier thematisiert. Und ich sage es gerade am Anfang, verwechselt mich nicht mit David, das hat nichts mit dem zu tun. Und der Nachfolger wird auch nicht Salomo heißen. So viel schon mal voraus. Es geht einfach um den Prozess, wo wir drinstehen als Kirche. Für die, die es noch nicht gehört haben und noch nicht mitbekommen haben, ich werde Ende 24 werde ich definitiv aufhören. Ich werde dann pensioniert werden. Ich werde weiter tätig sein und aktiv sein und schaffen, aber ich werde definitiv nicht mehr das ICF leiten. Und wir sind als Kirche mitten in dem Prozess drin, über eine Nachfolge nachzudenken und das beschäftigt uns bis Ende 24 und gerade jetzt, wo wir momentan drin stehen. Und Nachfolgeregelungen, ihr Lieben, können gut kommen, aber sie können auch sauschlecht werden. Das kann voll in die Hose gehen und kann aber auch wirklich sehr gut kommen. Und ich glaube, wir können einiges von der Geschichte vom König David und der Nachfolgeregelung lernen. Lernen, wie man es vielleicht hätte machen sollen oder nicht hätte machen sollen. Oder auf was man vielleicht hätte Acht geben sollen und wo wir vielleicht auch vermeiden sollten, wenn man die Geschichte von diesem König und seinen Nachfolgern anschaut. In den letzten Wochen haben wir David kennengelernt als eine Person mit Licht und Schatten, der mutige Hirtenjunge, der trickreiche Söldnerführer, ein trauernder Freund, ein frommer Diener Gottes. Das heißt von ihm ein Mann nach dem Herzen Gottes, Poet, zig Lieder geschrieben und Texte. Und ebenso ein intriganter Frauenheld, kluger Politiker, Machtmensch, hätte Leute umbringen lassen. Und auf Seiten seiner Familie ist so einiges eben auch nicht so gegangen, wie man sich hätte das wünschen können. Er ließ einiges schleifen. Verheiratet, immerhin mit 8 Frauen, falls das irgendeiner nicht mitbekriegt hat. Ja? 8 Frauen und zig Kinder. Lesen wir aus 1. Chronik, Kapitel 3, mal ein paar Texte zu ihm. In Hebron wurde König David folgende Söhne geboren. Der älteste hieß Amnon, seine Mutter war Ahinoam aus Jesreel, danach kam Daniel, seine Mutter war Abigail aus Karmel, Absalom war der 3. Sohn, seine Mutter hieß Macha und war eine Tochter von Talmai, dem König von Geschur. Der 4. Sohn hieß Adonijah, seine Mutter war Haggit, der 5. Shephatja, seine Mutter hieß Abital. Jitram, der 6. war der Sohn von Davids Frau Egla. Diese 6 Söhne wurden in Hebron geboren. David regierte dort 7,5 Jahre. Danach regierte er in Jerusalem noch weitere 33 Jahre. Dort brachte seine Frau Bathseba, die Tochter von Eliam, 4 Söhne zur Welt: Shamua, Shobab, Nathan und Salomo. Dann wurden noch 9 Söhne geboren: Jibja, Elishua, Elpelet, Nogat, Nepheg, Jafia, Elishama, Eliatja und Eliphelet. David hatte eine Tochter namens Tamar. Die Söhne von Davids Nebenfrauen sind hier nicht aufgezählt. Eine größere Sippe. Wenn man da zusammenkommt, dann gibt es was zu feiern. Eine Menge Frauen nach unserem heutigen Verständnis und Verhältnis zu viele. Und eine Menge Kinder, und da sage ich nichts drüber, das soll jeder selbst entscheiden.
Und wie in der letzten Woche schon erwähnt, liegt in der Familie von David, die ist geprägt von Machtkämpfen, von Fehltritten, von Ehebruch, von Auftragsmorden. Einige der Kinder, zum Beispiel Amnon und Absalom, ich habe darüber gesprochen, kamen gewaltsam ums Leben, umgebracht von der eigenen Familie, von den Geschwistern, vor den Augen sogar von der eigenen Familie. Und jetzt am Ende steht so eine Nachfolgeregelung an. Was macht man mit so einer Familie? Am besten holt man einen von außerhalb. Es geht darum, ja, wie geht es denn weiter in dem Königtum? Lesen wir 1. Könige 1, wie es weitergeht. König David war sehr alt geworden. Und obwohl seine Diener ihn in viele Decken hüllten, fror er ständig. Da schlugen sie ihm vor, gestatte uns, dass wir für unseren Herrn, den König, eine junge, unberührte Frau suchen. Sie soll immer bei ihm sein und ihn liebevoll pflegen. Bestimmt wird dem König wieder warm, wenn sie in seinen Armen liegt. Und so suchte man in ganz Israel nach einem schönen Mädchen. Schließlich wurde Abishag, eine sehr schöne junge Frau aus Schunem, ausgewählt und zum König gebracht. Abishag blieb nun von nun an immer bei ihm und pflegte ihn, doch David schlief nicht mit ihr. Von seiner Frau Haggit hatte David einen Sohn namens Adonija. Er war ein Halbbruder von Absalom und nach dessen Tod Davids ältester Sohn. Er war ein sehr schöner junger Mann. Von Kind auf hatte sein Vater ihn nie getadelt oder zurechtgewiesen. Und so war Adonija stolz und überheblich geworden und er beschloss, ich werde der nächste König sein, ich und kein anderer. Er beschaffte sich einen Wagen mit Pferden und eine 50 Mann starke Leibwache. David mittlerweile ein frierender Greis. Und die Frauengeschichten nehmen kein Ende. Und am Schluss von seinem Leben kommen seine Diener auf die grandiose Idee, was könnte dem guten alten Mann noch helfen? Wie würde ihm denn wieder warm? Eine junge, hübsche, schöne Frau ihm ins Königshaus zu bringen und die wird in seinen Armen liegen und dann wird er schon wieder warm werden. Die Idee spricht Bände. Wie kommt man auf so eine Idee? Gut, damalige Zeiten waren definitiv anders, aber die Diener kannten David. Ja. Was würde ihm Freude machen? Ja, noch eine Frau. Noch eine Nebenfrau. Jetzt ja halt eine junge Frau, eine sehr hübsche junge Frau, unberührt. Das wäre doch was. Dann wird dem guten David mal wieder warm werden. Eben die Idee spricht für sich. Und offensichtlich in der ganzen Situation ist die Nachfolgefrage, wird so nebenbei, wie erwähnt, ist eben nicht geregelt. Ist eben nicht geregelt, sondern sein Sohn, Adonija jetzt, der jetzt der Älteste ist, der Halbbruder von diesem Absalom, den Amnon umgebracht hat. Er sagt, ich will König werden. Und schon wieder in dem Königshaus entsteht ein Machtkampf. Schon zigmal in dem Leben von David immer wieder entstehen Machtkämpfe rund um ihn drumherum. Ich will König sein. So besaunt das sein ältester Sohn jetzt heraus. Es ist ein interessantes Detail, was da beschrieben wird. Und wo darauf hingewiesen wird, dass sein Vater David ihn eben offensichtlich nie zurechtgewiesen hat. Es gibt noch eine andere Besetzung, da heißt es, und solange sein Vater David lebte, hatte dieser ihn nie getadelt und gesagt, warum tust du sowas? Das ist wirklich ein interessantes Detail. Offensichtlich hat David seinen Sohn einfach machen lassen. Einfach machen lassen. Keine Grenzen gesetzt, wir schauen dann einfach. Keine Konsequenzen aufgezeigt. Regeln oder irgendwie an was halten, Fehlanzeigen. Viele von euch wissen, ich bin Großvater und wir sind Großeltern, meine Frau und ich. Wir haben mittlerweile 5 Großkinder. Diese letzte Woche ist noch eins geboren worden. Es werden noch mehr dieses Jahr, habe ich mir sagen lassen. Ja. Und das ist was ganz Schönes, wenn man Großeltern ist. Es ist wirklich ein tolles Vorrecht, da leben zu dürfen, auch wie so kleine Knirpse aufwachsen. Das Tolle ist, man muss die nicht erziehen. Das ist nicht der Job von Großeltern. Man kann einfach sehen, die kommen und dann gehen sie auch wieder. Es ist auch schön, wenn man sie abgeben kann. Man muss nicht sie erziehen. Das hätte man schon gemacht mit der eigenen, das reicht für 2 Leben. Von daher, jetzt kommen die Kinder und man hat Zeit mit ihnen, das ist toll. Aber neben dem Zeit haben und toll haben,
Ab und zu übernachten unsere Großkinder bei uns oder jetzt, wenn eins geboren wird, dann kommen sie und sind dann bei uns die Tage und so weiter. Und dann und doch, denke ich, so ein paar Grenzen setzen ist durchaus sinnvoll. Durchaus sinnvoll. Nein, bei uns, beim Oma und Opa, essen wir den Joghurt mit dem Löffel. Das machen wir bei uns so. Nein, wir nehmen nicht die Gabel, nein, wir nehmen auch nicht die Faust, wir nehmen den Löffel. Und wir tun auch eine Unterlage drunter legen auf den Tisch. Und warum? Ja, das ist, weil du putzt es ja nicht, ich muss ja putzen. Also dann legen wir das da drunter. Und wenn du nicht einverstanden bist, nein, wir schmeißen den Joghurt deswegen nicht auf den Boden. Nein, wir schmeißen ihn nicht auf den Boden. Es funktioniert nicht immer, aber auf jeden Fall, wir bemühen uns und es ist keine gute Idee, wenn man nicht einverstanden ist, mit seinem Geschwisterchen ihm einen aus dem Kopf zu hauen oder es zu schubsen oder den Joghurt über den Kopf zu leeren. Nein, das ist keine gute Idee. Wir wollen das bei uns nicht. Wir haben hier ein paar Grenzen und halte dich daran. Und das ist dann mit mehr oder weniger Erfolg verbunden, weil man denkt, ja, die gehen ja ein paar Tagen wieder, komm, lass es. Sollen die Eltern schauen, die können das selbst regeln. Nein, das ist gut. Es ist gut, Grenzen zu setzen. Es ist gut, Kinder müssen an Grenzen rangehen, Kinder müssen auch über Grenzen darüber hinausgehen, Kinder müssen auch über die Stränge schlagen. Klar, Kinder brauchen Freiräume, aber keinen Freibrief für alles. Und offensichtlich bei David ist er schon mehrmals vorgekommen, sein Sohn Amnon, Absalom, der eine vergewaltigt seine Halbschwester und David wird wütend und alles, aber er macht nichts. Er macht nichts, mehrmals. Und offensichtlich bei diesem Sohn hat er ihn einfach machen lassen und ich glaube sehr wohl, dass es gut ist, nebenbei bemerkt, Grenzen zu setzen, zu sagen, ja, das geht nicht, das geht wirklich nicht. Nicht nur die Sache mit dem Joghurt. Long story kurz. In der Mitte in den Machtkampf tritt Nathan, der alte Ratgeber von David, wieder in sein Leben hinein als Prophet. Und es wird in sein Leben, in die Situation hineingesprochen und letztendlich kommt es dann doch so, dass Salomo, der andere Sohn von der Bathseba, mit der Frau, wo er Ehebruch begonnen hat, wo das ganze Drama mehr oder weniger vollkommen mit angefangen hat, dass der Salomo wirklich hinterher König wird. Und all die Träume von Adoniam, die zerplatzen, seine 50 Mann, die er sich um sich geschart hat, und du findest immer irgendwelche, die auf deiner Seite sind in solchen Fragen, alles verstreuen sich und das Leben von Adonia, er muss sich zurückziehen, wird auch komplexer, er muss sich an manche Regeln halten, die ihm auferlegt werden von seinem Bruder Salomo. Und nur als David gestorben ist und Salomo dann König ist, wird letztlich sogar Adonia umgebracht von Salomo, weil er sich nicht an die Regeln halten wollte, an die Grenzen, die ihm auferlegt waren. Man liest manches Traurige in der Geschichte von diesem König David, von der ganzen Familiensituation. Und trotzdem glaube ich, man kann wirklich auch etliches davon lernen, wenn es darum geht, eine Nachfolgeregelung zu überlegen. Und das Erste, glaube ich, was man lernen kann, ist, man sollte frühzeitig damit beginnen, darüber nachzudenken. Frühzeitig darüber nachzudenken und die Sache nicht schleifen zu lassen. Und man sollte frühzeitig darüber nachzudenken und klären, wer macht, warum, was und wie. Wer macht was, warum und wie, das ist eine Sache, wo man wirklich überlegen muss. Und David hat nicht darüber nachgedacht, wer macht denn jetzt was in der Nachfolgeregelung und warum macht er das denn und wie wird das denn gemacht. Er hat nicht darüber nachgedacht, er wurde einfach alt und er lag frierend auf seinem Bett. Das war eine Situation zum Schluss in der Sache. Und so entstanden Machtkämpfe unter den Geschwistern, weil die Situation letztlich unklar war, weil David sich nicht darum gekümmert hat, frühzeitig darüber nachzudenken, wie soll das denn in Zukunft weitergehen. Und das Zweite, glaube ich, was man lernen kann aus der Geschichte von David ist, Leitung ist immer anvertraut. Leitung ist, was wirklich wird Gott uns anvertraut und nicht einfach genommen werden kann. Und spätestens in seiner Situation mit dem Sohn Absalom, wo sein Sohn ihn verfolgt, weil er jetzt König werden will, glaube ich, kommt das zum Tragen, dass David verstanden hat in seinem Leben, look, nicht mein Wille geschehe Gott, sondern dein Wille. Es ist deine Geschichte hier.
Wir haben vor ein paar Wochen eine Predigt vom Herbert Gombarski gehört, darüber, über die Machtfrage im Leben, warum das so wichtig ist, sich dem zu stellen. Wie geht man damit um, wenn man Macht hat? Und jeder von uns hat irgendwo Macht. Und wenn es nur mit eigenen Kindern ist, du hast Machtmöglichkeiten. Und Macht ist anvertraut, die reißt man nicht an sich. Und das kann man im Leben von David wirklich toll sehen, dass er das irgendwann verstanden hat. Er kapiert, look, ich bin König von Israel, aber ich bin nicht der König von Israel. Über mir gibt es noch einen. Über mir ist noch ein anderer. Ich habe zwar Macht, aber das ist nicht die finale Macht. Leute, jede Leitung, auch im Neuen Testament, ist immer anvertraut. Es ist nicht irgendwo an sich gerissen, man darf es auch nicht missbrauchen. Und der letzte, glaube ich, was man davon lernen kann, von dem Leben vom König David, ist Leiten bedeutet letztlich dienen. Dienen. Also in verschiedenen Episoden von David hat sich wirklich als Diener von Gott verstanden, Diener von seinem Volk verstanden. Er sagt, ich muss mir Bestes geben, damit dem Menschen gedient wird, dem Reich Gottes gedient wird. Er hat längst nicht immer konsequent das gemacht im Leben. Er hat wirklich rumgeeiert hier und dort und hat alle möglichen Stories geschrieben. Und wie gesagt, die Familienstory ist nur wirklich verrückt. Das ist so eine dysfunktionale Familie, die musst du dir mal suchen. Das ist ein Paradebeispiel für jeden Psychologen. Aber er hat wirklich verstanden, meine Leitung ist, glaube ich, dienen. 1000 Jahre später, gar nicht weit entfernt von dieser Episode, geschieht Folgendes, Johannes 13. Das Passafest stand nun unmittelbar bevor. Jesus wusste, dass für ihn die Zeit gekommen war, diese Welt zu verlassen und zum Vater zu gehen. Und dann ereignet sich eine Episode, just in der Region, wo der König David früher war, eine Episode, die es wirklich in sich hat. Johannes 13, Vers 3. Jesus aber wusste, dass der Vater ihm Macht über alles gegeben hatte. Macht über alles gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Und er stand vom Tisch auf. Okay, Leute, bis hierhin mal. Jesus wusste, ihm alle Macht ist Jesus gegeben. Er kann tun und lassen damit, was er will. Und in der Situation setzt Jesus zu der größten Predigt, in meinen Augen, zu der bedeutsamsten Predigt an, die er, glaube ich, gehalten hat, wenn es darum geht, ums Reich Gottes zu verstehen. Was ist der Kern vom Reich Gottes? Er stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus, band sich ein leinenes Tun um, dann goss er Wasser in eine Waschschüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen, mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Das war eine Predigt ohne Worte. Und er hört die Predigt auf und sagt, Leute, der Mächtigste dient. Und ich habe euch ein Beispiel gegeben, dient einander. Punkt. Das war die Predigt. In meinen Augen die kraftvollste Dokumentation, um was Gott zum Reich Gottes. Wie ist das Reich Gottes aufgebaut? Der Mächtigste dient. Leute, und das muss jeder Leiter und jeder Leiterin und jeder, der sich als Jesus-Nachfolger versteht, irgendwo verinnerlichen und sagen, look, Macht im Reich Gottes heißt immer dienen. Dazu sind wir berufen. Ein Beispiel hat uns Jesus gegeben. Und deswegen machen wir das auch. Und daran soll die Welt erkennen, dass wir uns so lieben und so wirklich wichtig sind, dass wir einander dienen. Punkt. Das war eine Predigt von Johannes. Was heißt das für die ICF Basel? Für unsere Nachfolge. Für meine Nachfolge. Look, das ICF hat vor vielen, vielen Jahren einen geistlichen Rat mal ins Leben gerufen. Für diejenigen, die das alle nicht wissen, wenn ihr das zum ersten Mal hört, dann kriegt das jetzt zum ersten Mal mit, die es schon wissen. Hört mir trotzdem noch einen Moment zu, es geht nicht mehr lang. Einen geistlichen Rat ins Leben gerufen, das sind Leute, Volunteers, die schon lange hier sich einbringen im ICF, mitbeten, mittragen, mitdenken und alleine mitentscheiden. Das haben wir schon frühzeitig gemacht, nicht erst letztes Jahr, vorletztes Jahr, schon in 2009, 8, 9, 10 wurde der geistliche Rat ins Leben gerufen. Es sind verschiedenste Leute hier im ICF schon dabei gewesen. Einer sitzt hier, sehe ich gerade, der ist schon lange Jahre dabei. Eine andere, die momentan dabei ist, steht dort hinten, Emanuel Gutknecht. Sie ist im Welcome-Team. Sie ist jetzt gerade im geistlichen Rat drin.
Und was macht der geistliche Rat? Wir haben es extra mal aufgeschrieben, für all diejenigen, die das noch nie gesehen haben. Was macht der geistliche Rat? Look, eine Sache, wo er macht, ist, look, er unterstützt uns als Leitung, als Core-Team. Das ist wirklich das Gegenüber. Sie beten mit, sie leiten letztlich den Verein von uns als Kirche und sie überlegen die Strategie, was wollen wir machen, unser Budget, unser Geld, all das beraten sie mit und entscheiden auch mit da drin. Und ein wichtiger Punkt, wo ihr unten drin seht, ist, sie ernennen auch den Lead Pastor, den Senior Pastor hier im ICF. Das ist der Job vom geistlichen Rat. Das ist nicht mein Job als Hauptleiter, die ich in Nachfolge bestimme, sondern der geistliche Rat, diese Leute, die noch drin sind, wie der Emanuel Gutknecht, Christina Breggi, Oliver Blauenstein und der Markus Kunz, sie berufen letztlich den Nachfolger, auch von mir hier. Und Emanuel Gutknecht hat an der letzten Leaders Night das Ganze hier mit den Slides vorgestellt. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr nachher zu ihr gehen. Sie steht dort hinten, könnt ihr euch rumdrehen, doch, winkt mal. Emanuel, du musst mal winken, damit die Leute dich sehen. Sie ist im geistlichen Rat und macht Welcome Team. Das verstehen wir unter geistliche Räte. Was macht der geistliche Rat weiter? Wir haben in den letzten Wochen, Monaten, angefangen letztes Jahr schon, Ende letzten Jahres, wie so 4 Aspekte angefangen genauer zu betrachten. Wie könnte eine Nachfolgeregelung aussehen? Und das erste, wo ihr seht mit diesen Puzzleteilen, geistlicher Rat hat sich Gedanken darüber gemacht, wir sind Teil von einem Movement, vom ICF Movement, wir hören dazu, mit all den Werten und all dem, was das Movement macht. Wir haben einen Auftrag als Kirche hier lokal, wir haben gewisse Werte, wo wir stehen, wir haben auch eine Strategie, wo wir gesagt haben, das möchten wir in den nächsten Jahren sehen hier. Wo stehen wir momentan, unser Entwicklungsstand und ganz zum Schluss auch unser gesellschaftlicher Kontext, wo sind wir denn momentan? Und das haben wir frühzeitig begonnen, uns zu überlegen und zusammenzustellen und sagen, ja, welche Puzzleteile sind uns wichtig, auf wollen wir schauen. Und ein Puzzleteil ist zum Beispiel dieses Meer. Wir haben am 20-Jährigen, und damals quasi wie das ausgesprochen, Lukas 4, wir möchten als Kirche mehr sehen, dass mehr Menschen wirklich Jesus kennenlernen, dass mehr gute Nachricht für Arme von uns als Kirche ausgeht in der Welt, mehr Freiheit für unterdrückte Leute freigesetzt werden und mehr Heilung auch für Zerbrochene. Wir möchten mehr von dem sehen. Und wie gesagt, das ist ein Aspekt von dem Puzzleteil, wo wir sagen, das ist unsere Strategie und das ist extrem wichtig. An dem möchten wir festhalten. Wir möchten sehen, dass dieses Reich Gottes sich weiter ausbreitet. Und aus dem heraus ist dann letztlich wie so ein Profil entstanden. Die Leute haben sich überlegt im geistlichen Rat, ja, welche Personen kämen denn jetzt in Frage und was für ein Profil braucht es denn überhaupt, um das zu leiten. Und sie haben dann so eine Liste gemacht, von zu, ihr seht das, eine ganze Liste an Fähigkeiten, wo so ein Leadpastor oder Pastorin mitbringen sollte. Und wie die Liste dann zusammengestellt war und man dann drüber geschaut hat und hat gesagt, look, wenn sich Jesus bei uns bewerben würde, der wird nicht genommen. Nein, der hätte Sachbeschädigung gemacht, der Jesus. Und wir brauchen so einen. Also eine lange Liste, wo man merkt, okay, komm, nicht nur realistisch sein, sondern auch klar und gnädig und Leute wachsen und so weiter. Eine Liste von zu, letztlich zu den Fragen, look, welche Kriterien braucht der Lead-Pastor oder Pastorin immer, weil das ist immer wichtig. Und welche sind sehr wichtig für die Umsetzung von dieser Mehrstrategie und welche sind wichtig in so einem Übergang, wo wir drin sind, in so einer Transition, wirklich das dahin durchzuleiten. Und jetzt sind wir letztlich in einer Phase drin, wo wir zusammen beten. Wir haben die ganze Zeit gebetet, aber beten und auch prüfen und sagen, ja, wie geht das jetzt? Und ihr seht das unter Punkt 3, könnt ihr das mitsehen. Wir haben in den letzten Monaten der geistliche Rat immer zusammengesetzt, haben das Profil angeschaut, look, welche Leute haben wir, was braucht es dafür, was haben wir, was brauchen wir vielleicht noch. Und anhand von den Kriterien dann letztlich zu sagen, hey, was denken wir und so weiter und so fort. Und wir haben gesagt, wir tun jetzt die letzten Monate Zeit nehmen, einfach ganz bewusst, um nicht mehr darüber zu reden, sondern zu beten, darüber nachzudenken. Und im August kommen wir wieder zusammen als geistlicher Rat, im September, und kommen dann zu dem 4. Punkt und hoffen dann tatsächlich, dass wir im 4. Quartal einen neuen Lead-Pastor hier oder Pastorin benennen und sagen, hey Leute, in die Richtung möchten wir gehen. Und das ist der Nachfolgeprozess, glaube ich, wo wir frühzeitig gestartet haben, wo wir transparent starten und sagen, hey, look, da stehen wir auch heute und jetzt komme ich zu euch.
Und ich komme mit einer Bitte an euch. Ich möchte euch bitte in den nächsten Monaten für den Geistlichen Rat und für den ganzen Prozess wirklich mitzubeten. Und wenn es nur einmal die Woche ist. Ihr müsst auch nicht eine Stunde beten, eine halbe Minute bin ich dankbar. Aber wirklich einfach darum betet, Gott schenkt Weisheit, schenkt Klarheit und schenkt Einheit. Weisheit, Klarheit, Einheit. Ist nicht so schwierig, das kann man sich merken. Und schenkt das den Leuten. Look, wenn ihr Fragen habt, ihr dürft gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder zu Emanuel Gutknecht hinkommen, über den Prozess und sprechen. Kirche ist nicht unser Projekt hier. So wie das Reich, das Königreich von David nicht sein Königreich letztlich war, so ist auch unsere Kirche nicht unser Projekt. Kirche ist Gottes Projekt. Gott hätte zugesagt, ich werde meine Kirche bauen. Er hat nicht gesagt, ihr müsst das machen. Ich werde meine Kirche bauen. Was hat er uns gesagt? Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium und lehrt sie halten, macht sie zu Jüngern. Macht sie Menschen zu Nachfolgern Jesu. Das ist unser Job. Und du wirst deine Kirche bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Und letztlich sind wir dafür zuständig, dass Gottes Reich wirklich so ein Reich ist, wo das Kernelement vom Dienen, anderen die Füße waschen, anderen das Beste gönnen, anderen segnen, eine segnende Kirche zu sein. Das ist unser Auftrag, wo wir dafür sind. Und das möchten wir verwirklichen. Und ich möchte euch bitten, dafür zu beten für den Prozess. Weisheit, Klarheit und Einheit. Die letzten Worte von David stehen im 2. Samuel 23. Da steht, die letzten Worte von David lauteten, dies sagt David, Isais Sohn, der Mann, den der Gott Jakobs mit großer Ehre bedacht und zum König erwählt hat. Der Mann, der in Israel für seine schönen Lieder berühmt ist. Der Gott Israels, der schützende Fels meines Volkes, hat zu mir gesprochen, ein König, der gerecht regiert und mit Ehrfurcht begeht und Gott mit Ehrfurcht begegnet, gleich der Morgensonne, wie in einem Regenschauer am wolkenlosen Himmel steht und ihren warmen Strahlen sprießen die Pflanzen aus der Erde empor. Der Gott Israels, der schützende Fels meines Volkes. Er hat mir gesagt, look, wenn du mit Ehrfurcht deinen Job machst, dann werden unter den warmen Strahlen wird das Volk gedeihen, wie Pflanzen aus der Erde. Und so sieht Gott mich und mein Königshaus an. Er hat einen Bund mit mir geschlossen, den er niemals abbrechen wird. Seine Zusage gilt für alle Zeiten. Ja, er rettet mich und schenkt mir alles, was man sich nur wünschen kann. Und damit sind wir wieder bei uns, Leute. Gott hat mit unserem Bund geschlossen, mit unserer Kirche und gesagt, look, ich bin der Garant für die Kirche. Und ich bin der Garant für euch. Ich habe ein gutes Werk in euch begonnen und ich werde es auch vollenden. Und niemand und nichts wird dich von meiner Hand rausreißen. Und nichts wird dich scheiden von meiner Liebe. Und er sagt, die Pforten der Hölle werden die Kirche nicht überwinden. Wir feiern heute das Abendmahl und möchten das Abendmahl bewusst als einen Zuspruch heute feiern und sagen, look, das sagt Gott dir zu. Er sagt dir dazu, look, ich habe einen Bund mit dir geschlossen. Ich habe einen Bund mit dir geschlossen, nichts wird dir aus meiner Hand reißen. Da kannst du drauf stehen. Das gilt dir. Und ICF Basel, Baselland und Lörrach, ich habe es zugesagt, ich werde meine Kirche bauen. Ich stehe dafür. Ich bin der Anfänger und er ist auch der Vollender. Und in dem Sinne feiern wir heute das Abendmahl und erinnern uns daran, dass Gott uns einen Zuspruch macht. Und damit beginnt alles. Und damit wird auch alles enden. Da Gott uns den Zuspruch macht und sagt, komm her, wie ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter. Das ist unsere Grundlage. Nichts anderes. Darf ich euch bitten, aufzustehen? Und ich bete noch mit uns und möchte euch nochmal sagen, wenn ihr Fragen habt zu dem Prozess, dann kommt nachher auf uns zu und versuchen das so gut wie möglich zu beantworten. Und jetzt gehen wir zum Abendmahl mit dieser Zusage, Gott, an dich. Danke, Jesus, dass du zurufst und zusprichst, dass du die Grundlage bist, dass du der Anfänger und Vollender bist und dass du in der Zwischenzeit mit uns unterwegs sein wirst, dass du bei uns bist alle Tage bis an der Weltende. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass uns das irgendwie übersetzt, auch in unserer Situation, wo wir persönlich gerade drinstehen,
dass du mit uns gehst durch das, wo wir gerade unterwegs sind. Seid jetzt eingeladen, hier nach vorne zu gehen. Hinten hat es auch einen Tisch. Wir können von hinten nach hinten gehen. Und diejenigen, die gerne ein Gebet in Anspruch nehmen, wir haben das Gebetsteam hier vorne auf der Seite, wo gerne Zeit nimmt, für dich zu beten, dich zu segnen, dir diesen Zuspruch einfach nochmal persönlich auch zuzusagen und zuzubeten. Und jetzt darf ich euch bitten, wer möchte hier zum Abendmahl zu kommen.